Ja, Leute, es geht weiter hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ist das ein Luke jetzt plötzlich? Ein bisschen crazy. Jedenfalls, willkommen zurück hier. Ihr seht schon, immer noch heißt er natürlich Mike, wie auch sonst. Spielzeit 16:22. Natürlich eine Stunde Minuten und dann Prozent Karten 16%. Naja, also das ist ja wohl ein bisschen sehr wenig, aber gut. Vermutlich für 16 Stunden gar nicht mal so wenig. Gut, nochmal zurück in den Story-Modus. Story-Modus vor allem. Aber so ein Let's Play auf Schweizerdeutsch. Natürlich auch noch etwas, aber nein. Der schweizerdeutsche Part kommt später dann mal. DB-Punkte 3390, okay. Meine Frage mal wieder, neue Karten kaufen, eventuell Upgrades und so. Auch mir sind noch ein paar Karten, wie zum Beispiel Cyberdrache, Gords, Gesand der Finsternis, der Finsterwaffnete Drache, ganz Supportkarten und. Also unser ultimatives Super-Deck haben wir noch lange nicht. Ja, erstmal ganz kurz gucken gehen, was haben wir denn Neues Schönes, weil es keine neue Packs hat, dann bringt es wohl auch nicht viel. Na guck mal an, der Blue Eyes White Dragon, den gibt's mal wieder. Also Dark Beginning 1, juhu, ist ja geil, ey. Naja, aber sonst, ja. Das Glück ist mir leider nicht toll, Freunde. Leider. Wieso kommt ihr eigentlich. Mann! Wie ist das Booster schon wieder? Ich glaube, Stardust Revelation, irgendwie anders. Star Booster, irgendwie, also zumindest das Booster da mit dem Sternschattrasse. Das brauche ich unbedingt nochmal, weil da drin ist der Rotdrachen Erzunterweltler. Verdammt, ich brauche unbedingt mal eine neue Strategie. Ja, Leute, wenn Synchronmons kann so geile Strategien auffahren, ich sage nur letzter Part da mit dem antiken Feendrachen und so. Und das ist aktuell für den Arsch alles. Na egal, dann sind wir noch auf der linken Seite. Mal gucken. Crow willst du noch. Oh, Schwarzhügelsturm, Level 18. Ja, lecker Yu-Gi-Oh! Das kann ja was werden. Was ist los? Willst du mich herausfordern? Das sieht lustig aus. Das wird Spaß machen. Ja, ich sehe lustig aus. Okay, ich habe blaue Haare zugeben, aber wer von uns ist hier der tätowierte Clown? Crow? Wobei, tätowierte Clown stimmt so nicht. Die sind ja seine. Seine, verdammt. Wie heißt schon wieder? Mann, ich habe keinen Namen nicht ein. Ich habe einen Spezialnamen dafür. Seine Gefängnismarken, irgendwie so. Nee, Moment. Ist irgendwie anders. Entschuldigung, weiß nicht mehr. Mein Yu-Gi-Oh! 5Ds Anime-Zeit ist schon lange vorbei. Duell. Etwas das Spiel, wa? Okay, legen los. Das ist sowieso so etwas, Freunde. Ich meine, bei der ursprünglichen Yu-Gi-Oh! Serie, da haben wir im Deutschen, haben wir da alle. Oh, was haben wir für ein Deck? Für eine Starthante, alter Schwede. Da haben wir damals irgendwie alle Folgen gekriegt, dann bei Yu-Gi-Oh! GX irgendwie mit den letzten 2 Staffeln plötzlich Schluss und bei Yu-Gi-Oh! 5 die ist auch die letzte Staffel, also irgendwie ein bisschen crazy. Ja, etwas so ähnlich wie dieses Starthand hier. Alter Schwede, so. Die erstmal freundliche Wohltat. Mein guter alter Crow und dann gucke ich mal. Alter, sieht das beschissen aus. Da darfst du ja keinem erzählen, hey, so leg ich mal den ab. Jubel's gleich auch mal, gut. Dann rufe ich mal Stufenkrieger als Normalbeschwörung. Ja, irgendwie ein bisschen doof, an Stufe 2 zu rufen, mein. Ja, wobei. Moment mal ganz kurz, ich habe eine Stufe 2 vom Friedhof. Los. Ah, doch, das geht. Das geht. Ich rufe Stufenkrieger. Im Angriffsmodus. Dann spiele ich noch meine nette kleine Zauberkarte Wellenbewegungskanone. Tja, wir kennen und lieben sie alles. So, jetzt noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug, kleiner Crow. Denn ich hole mir gleich ein Level 8 Monster. Yeah, Mann, so geht's ab. Nein! Das ist Wahnsinns! Meine ganze Kombi für den Arsch! So ein schwaches Teil, ernsthaft jetzt? Och, come on, mein armer Stufenkrieger, Menno. Das wäre so eine geile Kombi gewesen. Okay, ouch, dankeschön. Könnt ihr mit Rückkehr des Kriegers zurückholen, aber nee. Okay, von mir aus Crowline. Du alte Schwein. Nee, dem doch nicht. Oh, find's Abstimmung. Kennen wir irgendwie, wa? Coole Combo. Von Arsch, ja. So, mal Stegelnium, genau. Wellenbewegungskanone.
Kommt eben nochmal und dann rufe ich meinen Elfenschwertkämpfer im Angriffsmodus. Ja, das klappt diesmal nicht. So, setze noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Die Synchro, yeah. Und die finstere Abstimmung. Ich habe hier immer noch nicht, wieso, dass die Kombi nicht funktioniert. Wie immer noch ein Rätsel. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe immer noch eure Kommentare noch nicht gelesen dazu. Naja, ich nehme gerade vor also von dem her wäre es sehr schwierig, so immer mal einen Zug. Ich kann natürlich auch Züge abwarten, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wa? Nee, ich warte lieber noch. Setze 2 Karten verdeckt und beende meinen Zug. Geil, Ritter der Finsternis. Ja, dann müsste ich ja fast schon für die Cyberdrachen nachher aufgeben. Das ist eigentlich so eine geile Karte, vor allem diesen... Nein! Meine Kanone! Tschüssikowski! Kann ich die zurückholen? Naja. Manche Steinausgrabungen schon, aber... Verdammt! Der hat 100 zu wenig Angriffspunkte. Der kann mein Monster vernichten. Menno! Du bist ein Arschquo, weißt du das? Mach den Weg frei! Ein doofen Schwarzflügelmonster, schon klar. Aber nee, nicht mit mir, Alter. Ich aktiviere meine Feldzauber, sag ich schon. Meine Zauberkarte Feindkontrolle. So, mit dem Schuh draus. So viel zu Shura, die blaue Flamme. Klingt ja schaurig. Na, dann wollen wir mal, Leute. Let's go. Gebieterischer Ritter wird doch immer besser. Dann rufe ich den mal im Angriffsmodus. Und mach aus deinen Monstern Alteisen. Elfenschwertkämpfer vernichte. Brise des C4 oder der C4, wie auch immer. Was? Da hat man nicht mal zusammenzucken lassen. Du. What? Ich habe ein ganz übles Gefühl. Schwarze Donner, das klingt nach Zerstörung. Vom Feld, naja, von mir aus. Das macht nicht viel Schaden. Aua! Autsch! Was? Das gerade? Das war's nicht du. Nee, das war nicht der. War das die andere Karte? Oh. Yep, das war die Karte. Aua. Dieser Schaden, hey. So, gebieterischer Ritter. Vernichte Schwarzflügel, Shura, die blaue Flamme. Gut, dann bin ich Feuer und Flamme dafür. Was ist denn der Wortwitz? So, Zug beendet. Erster Zug, die zurücklegen oder ablegen. Ihn rufen plus ihn. Gegen den Wind. Ja. Oh, das war knapp. Ey, wieso? Hast doch selber... Die Sprüche, hey. Fügt selber Schaden zu, aber macht... hat irgendwie das Gefühl... Er müsste trotzdem einen gewöhnlichen Spruch bringen. Da, Spruch die blaue Flamme, kann man schon wieder. Mann, oh Mann, ey, ist das ein Penner. Ich bin dieser Shura. Also das ist gemein. Das ist eine hundsgemeine Gemeinheit. Oh nö. Hä? Ist er bescheuert? Dem gleich Angriffspunkte. Ich sag mal, er hätte doch jetzt auch mit... Moment mal, bin ich jetzt komplett bescheuert? Er hätte doch mit Shura meinen Ritter vernichten können, dann wären die Angriffspunkte vom Elfenschwertkampf gesunken und dann hätte er mit dem Buch angreifen können. Crow, du bist wirklich verrückter als ich dachte. Tja, denn ich weiß, wovon ich rede. Okay, nehme ich mal den verdeckt. Versuch doch mal jetzt durchzukommen. Zug beendet. It's, yeah. Ja, ich muss zugeben, die Musik hat was.
Das kannst du vergessen, Kumpel. Dein Bruder wird sich gleich etwas abbrechen. Du weißt, die Länge macht sich immer aus. Ja, selber schuld. Hab nichts geschwört. Ja, ja. Diese dämlichen Sprüche, ey. An dem kommst du nicht vorbei. Aber habe ich die umso bessere Strategie jetzt. So, und sehe ich mal wieder. Yep, der muss leider zurück. Entschuldigung, Kumpel, geht da nicht anders. Natürlich den Effekt. So, und können wir meinen Zombie schnell aufs Feld zurück, indem ich mal ganz flotte Karotis Monster zurück ins Deck lege. Und da ist er auch schon, mein Zombie. Servus, Kleiner, wie geht's denn so? Und dann rufe ich Geier. Moment. Jetzt eine Karte verdeckt setzen, wenn es beinahe schief gegangen. Hey. So, jetzt rufe ich aber. Ohne Tribut rufe ich im Angriffsmodus. Tja, gewusst wie. So. Es wird Zeit für einen alten Kumpel. Namens Goyo, der Wächter. Ja, wuhu. Du mich auch. Gleich mal gucken, er hat Stufe 4. Doofes Level, aber egal. Dann wollen wir mal, Goyo Wächter, hol uns das Monster. Ninja dabei. Juhu. Und so viel zu Schwarzflügelbohrer, der Speer. Das war knapp. Tja, nicht mehr lange, Crowy-Line. Zack. Natürlich aktivieren den Effekt und holen das Monster zu uns. Schwarzflügelbohrer, Geier in des dunklen Windesangriff. Speer der Finsternis. Ja, aber bald nicht mehr. Du. Ach Leute, es ist doch schön, alles so läuft es auch sollte. Ich finde, die Abstimmung brauchen wir hoffentlich nicht mehr so schnell. Meine schöne Kombi, alles für den Arsch. Und ich verstehe einfach nicht, wieso. Was? Schwarze Rückkehr? Ist echt so? Wäre eigentlich auch ein Name für einen schwarzen Magier, aber. So, keine Monsters Normalbeschwörung. Das heißt, er will vermutlich eine Spezialbeschwörung wagen nachher. Nö, kein Bock drauf. Ich aktiviere das Werkzeug des Banditen. Und verhindere, dass du dein Monster zurückholen kannst. Schwarze Rückkehr für den Arsch. Na, Crow? Er ist am Ende seines Lateins. Sehr schön. Legen wir nochmal los. Ich überlege. Ich wieder aufteile, habe ich wieder wobei. Geht ja gar nicht. Kannst du die Karte aktivieren oder bringt er nichts? Weil mein Zombie nicht hier ist, ist er dort. Doof. Ja, die Synchro. Schade, das ist keine Schnellzauberkarte, wäre so geil. Ich meine, die Fusionierung ist auch eine Schnellzauberkarte, wieso die Synchro nicht? Menno. Ja, wer auch immer. Also, wenn es eine Schnellzauberkarte wäre, ist es natürlich umso geiler, aber so. Tja, Freunde dafür, wir müssen uns schon bald von D-Synchro verabschieden. Die kann einfach zu wenig nutzen für mein Deck. Vor allem, weil es nicht mit finsterer Abstimmung funktioniert. So ein Dreck, hey. Das hat mich nicht um. Schön von dir, Crow. Auf 0. Ging doch relativ gut. Also dafür, dass es ein Schwarzflügeldeck ist, hätte es auch viel übler sein können, Freunde. Viel übler. Nein, ich hab verloren. Ja, du bist immer gut. Beim nächsten Mal werde ich richtig kämpfen. Bis dann. Ja, Schlüsselkarte erhalten. Tschüss. So, hier geht's ja nicht dort. Wählen wir an die Karte. Genau, Gedankenherrscher Erzunterweltler. Was? Gedankenherrscher Erzunterweltler. Ja, wir haben nun gerade überlegt, von wegen dem Beauftragten der Dämonen. Also sprich, herbeigerufener Totenkopf, wie es das auch so schön heißt. Das ist eine Karte von Yu-Gi-Oh! Aus dem Anime und die gab es ja auch als Neuauflage, als stärkere Variante, als Erzunterweltler. Aber der hieß ein bisschen anders, was dann nicht mehr wieder hieß. Die Totenkopf, der Irgendwie so weit, keine Ahnung mehr, wie der genau hieß.
Spielt ja auch keine Rolle. Nerv ihn, der nervt mal wieder. Ein tolles Turnier, es könnte noch angesehener sein als der Fortune Cup. Du hast bisher unglaublich gut geschlagen, Alter. Ich glaube nicht, dass du USA schlagen kannst, aber ich feuere euch beide an. Danke, Nerv ihn. Er ist Nerv und seine Freunde ist Nerv ihn, ja, ganz toll. Da gibt's nichts, okay. Schlüsselfeld und direkt ein Transcend, ich glaub's auch. Schafft er wohl noch in diesem Zug? Zug vor allem. Den Part natürlich. Versuchen wir es mal, wa? Fragende Sphinx. Was ist denn das für ein Deck? Gesprächig wie immer, der Gute. Okay, geht direkt los. Fängt das zweite an, ich als erster und... Zeit für ein Duell! Zeit für ein Duell. Ja. Ich werde dich vernichten. Ja, spricht er doch. Eine tolle Sprüche da drauf hat. Alter, was ist denn das jetzt für eine Starthand? Also man sollte es ja eigentlich verbieten, wa? So, aktiviert mal Freund Revolter, wir langsam mal irgendwie zur Gewohnheit bei uns. Ich habe eine Idee. Denke ich erstmal die ab. Und den noch. So. Dann setze ich 2 Karten verdeckt und beende meinen Zug. Fürs Erste. Okay, Canyon ist das für Air-Monster. Power Upgrade. Würfelfels. Das ist doppelt einen Kampfschaden, ist klar. 2 Karten verdeckt, du bist dran. Oh, meine Fresse, das kann ja was werden. Durch so ein bisschen doof, kannst du den rufen. Aber der hat da nicht wirklich ein hohes Level. Das spielt keine Rolle. Spezialbeschwörung, ich rufe Stufenkrieger im Verteidigungsmodus. Als Stufe 4. Jetzt ein weiteres Monster verdeckt. Und noch eine weitere Karte verdeckt. So. Zug beendet und dann sagen wir mal, was du oder Schrotthaufen so drauf hast. Sphinx und so. Glaub's auch. Der große böse Geist. Ich rufe Wächterstatue im Angriffsmodus. Die aber nichts drauf hat. Moment mal, das stimmt so nicht. Die kann sehr viel Aua machen. Los, wenn ich seinen Stufenkrieger-Attacke. Ja, mal gucken, was ist denn der für ein Effekt überhaupt? Ach nö. Nein, verdammt, das ist so ein Deck. Nein, das ist ein Feldkontrolldeck, Alter. Ja, da muss ich aber ein bisschen beeilen. Oh, nein. Wieder, ich Trottel. Wobei das eben der feindliche Megas aber genau die richtige Kombi dafür. Also King-Kombi. Ach du Scheibenkleister. Man muss vor allem mit den Synchromonstern aufpassen, hey. Der macht mir da sonst alles zunichte. Sakura Zurüstung, vernichte sein Monster. Komm schon her, Zakate brauchen ein paar Empfänger. Sei so gut. Felsengeist, ich hätte es ja wetten können, hey. Ja, ein Erdfell-Kontrolldeck. Oh, Lecco mio, ey. Das kann was werden. Das kann was werden. Du. Wellenwegungskanone, ich liebe dich. Problem ist nur, mein Schulkrieg wird nicht lange überleben. Scheiße. So, ich aktiviere die Wellenbewegungskanone. Ich hoffe, die wirkt mal ein bisschen. Und beende meinen Zug. Once again. Kampfphase, greif an, Felsengeist, vernichte seinen Stufenkrieger. Dieses jämmerliche Monster. Wow. Also beleidigen ist hier dann nicht drin, wa? Ein Shot Vogelscheuche, halt ihn auf.
Deine Karte nervt, Kleiner. Du kannst nicht ewig vor mir verstecken. Zug beendet. Verstecken? Verstehst du etwas falsch, Großer? Das nennt sich Strategie. Ja, wenn ich bloß wüsste, welche. Ja, und das werden wir dann vermutlich erst im nächsten Part erfahren, Freunde. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Masters of the Cards, wo alles ständig sich ändern kann. Naja, hat durchaus was, wa? Oh, meine Güte. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.